Blick op Europa, eng neue Mission hier von Brüssel das Woch. Herzlich willkommen, liebe Leute, und merci für das Nachgucken. Der Europäische Gerichtshof hat die letzte Woche eine ganz wichtige Decision geholt. Der Europäische Gerichtshof von Lützeburg, und zwar am Dossier von den Refugien, und zwar über den Visa humanitär. Das ist eigentlich so zu verstehen, dass eine Familie aus Syrien, die aus dem Libanon fortgezogen ist an Belgien, und hat hier ein politisches Asyl gefragt, und zwar op enger Belgischer Ambassade, und sie hat hier eigentlich eine Demande gemacht, für ein humanitäres Visa zu kriegen, für dann die Asylprozedur zu deklanchieren, an dem Moment für an der Belgische Asyl zu kriegen. Die belgischen Autoritäten, die belgischen Gerichte, für die Minister und die Gerichte haben das aufgelehnt, das heißt, sie haben das nicht genehmigt, weil sie gefragt haben, das deklanchieren, dass an all den europäischen Ambassaden an den einzelnen Ländern eine Welle losbrechen von Refugien, die dann vorstellig gehen und die dann einen politischen Asyl freuen über den Weg von einem Visa humanitär. Ich muss sagen, dass wir als Parlament schon lange auf der Evaluierung schaffen und dass wir auch im Moment an einer Diskussion sind mit dem Conseil, an einem Trilog sozusagen mit dem Conseil, mit der Kommission, und dass eine von unseren Revendikationen vom Parlament justement den dort Visa ist. Visa, wisst ihr, dass es über den Visa-Code geht, wo ich an einer Ambassade am Ausland an so Länder kann für 90 Tage ein Visa frohen. Das wäre eine humanitäre Maßnahme gewesen, die wäre unbegrenzt gewesen an der Durée. Und dann hätte ich können, wie gesagt, an die Länder anreisen. Das gibt es im Moment schon, aber das hängt von der Autorisation, also von der Genehmigung von den Memberstaaten auf. Das heißt, Memberstaaten sind souverän an der Decision. Sie können nicht machen, sie müssen das nicht machen. Und hier die Familie, die geklagt hat, an den Europäischen Gerichtshof, mit der sie befasst hat, wollte eigentlich auf den Weg gehen, für das Gericht gegen eine Jurisprudenz ausschwätzen, für das Memberstaaten müssten so ein Visa ausstellen. Wie gesagt, das ist einerseits von den einzelnen Memberstaaten natürlich ganz stark begrüßt gehen. Die wollen das nicht, die stehen immer zwei Füße auf der Bremse, die fährten, dass da ein Unmaß Refugien über den Weg bei uns kommen. Natürlich auf der anderen Seite die Organisationen, die sich einerseits mal um Menschenrechte kümmern, aber auch sonst ONGs, die sich ganz stark einsetzen, für die Flüchtlinge zu helfen, für die ganze Migration einigermaßen menschlich zu gestalten. Das heißt, all die sind schwer enttäuscht. Und ich muss sagen, ich fährte auch, dass es so weitergeht. Das heißt, dass die Leute, die auch per Force fort wollen, weil Krieg ist, weil sie gefoltert gehen, weil sie verfolgt gehen, weil sie einfach in kein menschenwürdiges Leben können feiern, dass die sich weiter auf den Weg machen, ob egal was für wen. Und das ist eben ein bisschen ein Problem. Das heißt, die gehen sich an Gefahren, die gehen sich anhand von kriminellen Banden, die sogenannten Schlepperbanden. Das heißt, sie setzen aber manche weiter, das, was sie bislang gemacht haben, hier leben in Gefahr, die ein bisschen mehr Chance haben, die auch vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, die kommen dann echt an Europa an, wie all die anderen armen Schlucker, muss ich nur sagen, die wirklich an den Booten klammen, an da, wie gesagt, an den Händen von den Banden sind. Und das ist das, was mir nicht gefällt, das ist das, was Europa auch eigentlich nicht auszeichnet. Das heißt, wir schwätzen immer viel von Werten. Auf der anderen Seite gucken wir das hier noch an Memberstaaten, felicitieren sich natürlich, weil sie sich, wie gesagt, souverän spüren an der Frage, weil sie sich nicht von einem europäischen Gerichtshof wollen dort rausschwätzen lassen. Das ist, wie gesagt, eine ganz mitigierte Situation, wo einerseits Staaten, die ganze Aufschottungspolitik von Europa wollen weitertreiben, für zu sagen, es kann nicht gehen, es sind auch der Meinung, es kann nicht gehen, wie bei uns kommen, das ist klar. Es sollen aber geregelt Situationen bestehen, es sollen geregelt Korridore bestehen, es soll nicht weiter so vorgehen wie im Moment mit den kriminellen Machenschaften, mit den dämlichen Leuten, die da sterben, die da am Mittelmeer ertrinken und so weiter. Das heißt, ich persönlich bin mit dem Urteil nicht zufrieden. Und ich ging mir wünschen, dass dort trotzdem Memberstaaten sich nachher gegen evaluieren, für mehr
méi eng Oppepolitik zu machen, weil wir ja wissen, dass wir egent humanitär den Leuten müssen helfen. Und zweitens, dass wir auch für einen Fortbestand von unserer ökonomischen Situation und so weiter, aber auch ganz viel von den Leuten brauchen, die zum Teil auch ganz gut qualifiziert sind und die sich auch ganz einfach heimgeben integrieren lassen. Das heißt, wie gesagt, an dem Dossier hier wird noch nicht das letzte, hoffentlich noch nicht das letzte Wort geschwärzt sein. Ein zweiten Sujet ist die letzte Woche auch etwas, was wir hier gefeiert haben. Gefeiert kann ich so und kann ich auch so, dass man nicht einen der lang feiernden internationalen Tag für die Rechte von der Frau. Das heißt, wir als Parlament schaffen eigentlich, ja, kann ich so degelijk all der 365 Tage am Jahr schaffen wir aber so Sujeten, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auf der Arbeit, also an der Gesellschaft und so weiter. Das heißt, trotzdem gibt den 8. März an ganz Europa und darüber hinaus sogar, den Tag gibt es ja schon seit 1908. Und das heißt, an der ganzen Welt wird den Tag gefeiert für die Rechte von der Frau, nicht nur in einer Mauer, sondern für sie auch auf verschiedene Situationen hinzuweisen, wo effektiv Frauen nach immer diskriminiert sind und nach immer nicht, wohin nach immer nicht die Rechte zugestanden gehen. Diese eigentlich schon das ist auf der Arbeitsplatz, das mit Lohn, das mit Aufsicherung von hier von da. Zum Glück an Europa nicht mehr, auch sonst durch die Welt haben Frauen auch das Wahlrecht. Sie uns heute zu einer besseren Education wie sonst. Aber trotzdem bleibt noch viel zu machen. Es geht nach Domänen, es geht noch nach Ländern, wo das noch lange nicht so ist, aber wo ich wirklich noch muss weiter für die Rechte von der Frau antreten. Hier am Parlament sind zwei große Aktionen gestartet. Das ist eine Ausstellung, die hier läuft, das heißt, wo wirklich auch eine Krisensituation auf die Situation von den Frauen hingewiesen wird mit ganz emotiven Bildern. Die lebt das Woche nach Matt. Das ist die eine Sache, das ist mehr symbolisch. Auf der anderen Seite schaffen wir aber auch für die wirtschaftliche Emanzipation von der Frau erstens mal zu thematisieren, an den Mittelpunkt zu stellen und dann natürlich auch über die nächsten Wochen am Montag darüber zu schaffen. 5 Punkte sind hier auch besonders hergestellt, das ist einerseits den Anteil von den Frauen an der Wirtschaft, auch an der Innovation und an der Forschung zu erhöhen. Das heißt, die Frauen, wir wissen alle gut, dass der Zugang zu der Bildung also auch für mich wichtig ist. Und daraus resultieren ja dann am Anfang auch die Hochqualifikationen von den Frauen. Also müssen sie auch an der Wirtschaft, an der Innovation, an der Forschung und so weiter ihren Weg können gehen. Der zweite ist ein Arbeitsumfeld ohne Gewalt und auch häusliche Gewalt ganz schwer zu verdammen. Das gibt es leider noch immer. Das dritte ist, wie gesagt, eine starke Vertretung innerhalb von der Politik. Das ist auch nicht evident. Wir haben zum Beispiel daheim liegt über 20% Frauen an der Chambre sitzen, aber hier am Parlament sind es 37,5%. Das ist schon ein bisschen besser, das ist schon viel mehr wie ein Drittel. Aber das soll noch verbessert gehen. Frauen sollen noch encouragiert gehen, für sich, wie gesagt, noch mehr an der Politik zu weisen, anzumischen, auch wie gesagt, der Positionen zu kommen, die hier noch, wo sie Responsabilität haben, aber auch Decisionen können treffen für hier Mattbürger. Dann natürlich etwas, was auch extrem wichtig ist an der heutigen Zeit, das ist eine Balance zu finden zwischen dem Privatleben und dem Berufsleben. Das heißt, wo den Frauen eigentlich, Frauen, die haben noch immer zu einem hohen Prozentsatz sich nach den Staat kümmern, wenn zum Glück auch nicht mehr integral, wo ich muss sagen, dass sie auch, wie gesagt, an der Arbeitswelt Fazilitäten haben oder Möglichkeiten haben, bleibt aber nach einem großen Teil von Kindererziehung, von Stadtmärkten, von sonstigem Familienleben kümmern, bleibt aber nach immer auf ihre Leisten. Und das soll verbessert gehen, für das an Anklang zu bringen mit dem Berufsleben. Dann, ich hatte es schon gesagt, der letzte Punkt als Zugang zur Bildung. Auch von mir ist das zu Lützeburg gar nicht vorstellen, aber da geht es an verschiedene Länder, an ganz viele Länder, aber noch immer Hürden für die Frauen, dass sie nicht denselben Zugang haben zu der Bildung, wie das für Männer der Fall ist. Dann ist natürlich auch, wo wir besonders darauf schaffen, dass die verschiedenen Sektoren, die extrem sind und wo auch Bahn nehmen, Frauen schaffen, das ist an der Pflege. Das ist auch am Nettoyage von Gebäulichkeiten und so weiter. Das ist, wie gesagt, auch Haushalt der Kindererziehung. Das heißt, auch da müssen wir Mittel finden, für, wie gesagt, besser zu kommen. Weil wir stellen immer noch fest, dass
eng ganz groß Diskrimination besteht an de Lein, dat et nach groß Unterschiede die bis zu 18% gin an den Unterschiede vun de Lein. Dat wirkt sich natürlich auch herno op Pensionen aus. Dat weist eigentlich die Großprobleme, die auch herno nachkommen. Dat muss bekämpft gehen, da muss man uns nach weiter auch dafür ersetzen. Dat wie gesagt, wir machen auch wir schaffen ganz konkret op engem rapport den Lach eigentlich vun den weibliche Flüchtlingen im Moment. Wir hunn lächt ja schon so ein rapport gemacht, das ein Initiativrapport wir erstellen wir müssen permanent op die Situation hinweisen, das wie Resolutionen, das ein Initiativrapport, wo das Parlament kann seine Meinung ausdrücken. Und da gibt es natürlich auch den jährlichen Fortschrittsbericht, den eigentlich hinweist op d'Egalitéit zwischen Mann und Frau oder an diesem Fall die Inegalitéit, das heißt immer nach Bereiche immer nach an der Lehne und so weiter, wo die Frau leider nicht dieselbe Rechte und nicht dieselbe Standarden hat wie die Männer. Das, wie gesagt, wären zu den zwei Sujets, die ganz aktuell wären, letzte Woche. Die nächste Woche sind wir zu Straßburg, sodass ich dann denke ganz kurz über den ganz Reihe Themen angehen, die wir zu Straßburg behandeln und noch zu Straßburg werden aufstimmen. Vielmals merci für das Nachgucken, bis wie gesagt die nächste Woche.